Willkommen zu einer Kultrennstrecke auf dem Formel-1-Kalender. Wir sind in Monaco, wo sich die Reichen und Schönen tummeln. Der zweifache Weltmeister Fernando Alonso startet das heutige Rennen von der Pole aus. Das Auto lief dieses Wochenende während der Rennsimulationen im Training gut. Ich glaube also, dass er zuversichtlich einem Sieg entgegenblickt. Es gibt keinen Zweifel, dass ihm die Strecke liegt. Das war bei dem wundervollen Qualifying gestern wohl nicht zu übersehen. Er wird hoffen, dass er heute eine ebenso gute Performance hinlegen wird und wirft sicher auch ein Auge auf den Rennsieg. Das war eine exzellente Darbietung von Red Bull im letzten Rennen. Heute wird das Team sicherlich wieder auf eine ähnliche Leistung hoffen. Das war nur ein Rennen. Wenn das Team sein Potenzial bei der Konstrukteursmeisterschaft ausschöpfen will, muss es sein Können in der restlichen Zeit bis zum Saisonende noch öfter unter Beweis stellen. So, also Rennstrategie, da können wir natürlich nicht groß einstellen, weil wir sind mit den Option-Reifen, also mit den Super Soft-Reifen sind wir schon gefahren. Runde 9 bis 10 in die Box merken. Wenn ich keine Kollision habe noch vorher, dann können wir das schön einhalten. Wir haben Pole Position, das ist ein riesen Vorteil in Monaco, aber man muss natürlich auch zuerst noch aus der ersten Kurve schaffen. Oh, Hamilton ist sehr gut weggekommen. Aber er zieht uns rum. Ich bin jetzt extra mal richtig innen geblieben. Und wir können uns lösen. Hey, die Kurve ist so... Die ist so komisch zum Fahren, weil man muss so heftig einlenken. Wow, wow, wow. Rutscht mein Auto recht um. Jetzt habe ich ein bisschen zu früh gebremst sogar. Oh, die Kurve, die ist so... Oh Mann, die fahre immer so langsam. Wow, 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 wow. Wow, wenn ich jetzt noch retten konnte. Natürlich ist jetzt der Hamilton an mir vorbeigekommen. Aber wir sind dran. Ja, jetzt musst du aber schon Gas geben, Hamilton da. Oh, da bremst er einfach wieder vor mir ab. Oh, shit, aussen und wir sind vorbei. Oh shit, ich muss mich gerade verdammt konzentrieren. Oh, das war fast ein bisschen spät noch. So, jetzt wieder da. Da habe ich nicht mehr so viel Probleme, da rutsche ich so scheiße. Oh, ich muss aufpassen, nicht den Curb so fest schneiden. Da kann schnell mal eine Strafe geben. Oh, ich rutsche.
Fuck, da war jetzt sehr knapp an der Wand gewesen. Okay, es sollte anscheinend trocken bleiben. Beziehungsweise nicht regnen. Aber ich glaube, wir können uns recht gut von den Mercedes-Leuten absetzen. Und das ist schon mal gut. Aber Monaco wird sowieso noch überrundet werden. Weil wir sind jetzt Runde 4 von 20. Das gibt 1000% Überrundungen, weil es ist ein brutal schnelles Rennen. Ich habe wieder ins Eis geschaltet. Voll Kurve richtig verpennt jetzt. So verdammt anstrengend. Ich sollte noch guten Grip haben. Ich fahre wie ein Behinderter mit dem Auto rumrutschen wie blöd. Und er sagt, ja, das ist noch gut. Guter Reifen, kannst du gut weit fahren. So. Kein Problem. Okay. Hören wir gerne. Weil das ist sicher das Schlimmste, was passieren kann, wenn du einen scheiß Pneu drauf hast, der einfach keinen Grip mehr hat. Oh fuck, nein! Shit, nein. Schwer, verdammt, ich muss in die Box. Nein, ich muss in die Box. Oder? Fuck, ich muss in die Box. Shit. Ah, Mann. Okay, ich muss Primes nehmen. Wow. Nein! Was mache ich, Mann? Shit. Jetzt habe ich noch eine Platte. Oh, hey, Alter, hallo. Hey, der Hamilton wieder. Nein, ich kann nicht schneller fahren mit dem Plattfuß. Nein, Mann, das gibt's ja nicht. Oh, der Platte, also... Okay, der Spoiler, okay, der ist jetzt noch... Ja, bin halt schnell gefahren, ist halt... Monaco kann so etwas passieren. Aber der Reifen, der ist jetzt so überflüssig. Der ist so überflüssig. Nein. Scheiße. Nein, wir sind so gut dran gewesen, Mann. Wieso passiert das? Gibt's ja nicht. Also, jetzt tun wir Primes drauf, die Härte. Durchfahren wird mit denen nicht möglich sein. Scheiße, wird nicht möglich sein. Ja, jetzt muss ich überlegen, was ich machen will. Also ich bin nicht letzter, Maldonados 18. 18 Sutil. Dann kommen wir jetzt innen durch. Gut. Also, wir sind nicht ganz letzte. Jetzt müssen wir natürlich hier die ganzen langsamen Autos überholen. Oh! Nein! Mann, das gibt's nicht, ey! Ich gehe über. Ich sag für... Da kriege ich eine Verwarnung über, weil ich anscheinend verantwortlich war für den Unfall. Hallo? Nein, sicher nicht. Ich bin schon lange im Vorbei gewesen. Ey, ich gehe über, Mann. Das gibt's so nicht. Jetzt ist mein... Nein, nicht wieder das Gleiche. Jetzt ist mein Spoiler wieder am Arsch. Das heisst, ich kann wieder in die Box gehen und kann mir wieder eine neue Nase holen. Oh nein, das ist so für einen Arsch jetzt, Mann, es geht noch so lang und wir sind so weit hinten. Scheiße, gut, also wir holen jetzt aber die Option-Reifen wieder, die weichen. Ja, der Ericsson da fährt hure langsam mit seinem Caterham.
Hey, nein, das gibt's ja nicht, Mann. Das gibt's doch nicht. Ah. Unglaublich, unglaublich. Ah. Krass. Also, wir haben schon 2 Boxenstopps gemacht innerhalb von 7 Runden. Ne? Zweimal müssen halt die Nase wechseln. Gut, das erste Mal, alles klar, war mein Fahrfehler gewesen, aber das zweite Mal, jetzt da mit dem Chilton, ist ja das, mit dem Max Chilton, glaubst du? Also, dass ich noch verwarnt wird, dass ich scheiße gefahren bin, finde ich jetzt absolute Schweinerei, jetzt wirklich. Also, ich habe ja mich eindeutig vorgesetzt. Also heisst, meine Nase war weiter vorne als seine. Und dann habe ich ja eigentlich grundsätzlich das Vortrittsrecht, beziehungsweise muss er einstecken. Und ich weiß nicht, also ich bin, glaube ich, meines Wissens bin ich auf meiner Spur, glaube ich. Ich habe nicht überzogen. Ich habe jetzt zwar schon wieder nicht mehr daran erinnert, ich weiß auch noch, dass es mich getragen hat, aber gleich. Frechheit. Frechheit, dass ich da noch bestraft wird, oder bestraft, ich bin ja nicht bestraft worden, aber verwarnt worden bin. Absolutes No-Go. Da muss ich jetzt wieder alles aufholen. Und das ist jetzt hure mühsam. Also, mein Ziel jetzt so für Monaco, da wir doch schon Pneu gewechselt haben, gute 10 Runden können fahren mit denen. Die Frage ist jetzt natürlich, schaffe ich es durchzufahren mit diesen Reifen? Die Chance, dass ich das schaffe, ist verdammt klein. Ausser die fahren jetzt Reifen schonend. Aber ich muss Gas geben, dass ich aufholen kann. Also ich muss jetzt abwarten, bis die anderen alle in die Box gehen und sich neue Reifen holen. Und dann müssen wir noch einmal das Ganze anschauen, wie es aussieht. Und außerdem sollte ich nicht in mein Eis abschalten. Ja, das war jetzt plus minus noch die Kurve. Hätte auch besser abgefahren werden. Das war die schlimmste Kurve von allen dort. Jetzt. Also die schnelle S-Kurve. Du hast so einen Speed drauf, und wenn du ein bisschen zu früh einlenken küsst die Wand, wenn du spät einlenken küsst auch die Wand. So, wann gehen die alle ab Box? Ich mache auch schnellste Runde, ne? Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und ich hole schon recht auf. Dank der neuen Pneus. Weil ich muss sagen, gerade jetzt momentan recht guter Grip, ab und zu bricht schon das Heck aus. So, weil ich meistens ein bisschen zu viel Gas gebe, gerade, weil ich möglichst schnell aufholen. Ist natürlich aber nicht reifer schon, was dann auch wieder das Problem ist und mir auch schnell wieder zum Verhängnis kann werden. Aber dort vorne sind die schon. Okay, ein paar sind in der Box drin. Das heisst, jetzt ist das Boxenfenster offen für die meisten. Ja, Runde 9, Runde 10 hat es aber mehr, oder wäre es bei mir eigentlich auch gewesen. Und da überholen wir schon mal ein paar. Dann haben wir den Hülkenberg vor uns, Position 18. Das Problem ist aber, die fahren ganz anders.
von der Gang her auch. Ich fahre da viel anders. Ich glaube, sie fahren aber viel schneller als die. Vorne ist Bianchi. Ich hoffe nur für den Max Chilton, dass der mir nicht mehr quer kommt. Also ich glaube, der ist in die Box gegangen. Nein, wird nicht. Oh nein, nicht da. Boah. Das ist eben das Gefährliche. Wenn der Wagen noch, wenn du beschleunigen und einfach das Heck noch plötzlich ausschlägt. So. Shit, ich komme nicht an Bianchi vorbei. Er ist schon viel zu lang wieder hinter ihm. Er geht jetzt aber in die Box, oder? Oder? Nein, er hat schon die Härte. Oh shit. Aber dafür habe ich CRS. Gutierrez. Oh shit. Oh, Alter, da kommt das Auto wieder für. Oh, verdammt, das war jetzt verdammt eng gewesen. Alter, wie kann der mal rushen so verdammt schnell sein darauf? Kwiat haben wir da vor uns. Den holen wir uns im Tunnel oder wir probieren es. Ja, holen ihn nicht. Oh, shit. Das Problem ist, was ich jetzt hier mache, ist einerseits mal hure schädlich für meinen Motor und andererseits scheiße für die Reifen, weil ich... Ah! Geh weg, Mann! Boah, jetzt habe ich noch DRS. Okay, tschüss, Kwiat, wir sind weg. So, mal schauen, wie die Reifen aussehen. Okay, ist noch alles... noch schwarz, das heisst noch gut. Und wir sind in Position 12. In Runde 12. Gut. Ich glaube, da, gut, wie gesagt, ich bin schon lange gefahren. Ich glaube, da in dieser Meisterschaft ist der Hamilton so ziemlich jetzt momentan ja, wieder unser Erzrivale bzw. einfach unser Hauptkonkurrent. Also gut, wir haben ja in Bahrain haben wir eine Noah gemacht, also dort haben wir keine Punkte geholt. Hamilton hat bis jetzt glaube ich überall immer Punkte geholt, aber hat nicht immer gewonnen, habe ich gemeint. Letztes Mal in Spanien haben wir ja gewonnen, das weiss ich noch. Jetzt hat gerade den Lüfter von meinem Lenkrad angelassen. Ich hoffe, man hört das jetzt nicht so gut im Mikrofon innen, weil es steht auch ziemlich nahe neben dem Lenkrad noch. Oh, ich darf meine Reifen nicht so Wheelspin darf ich nicht machen, das ist so tödlich für den Reifen. Aber ich werde immer schneller. Das Einzige, was ich jetzt machen kann, ist eigentlich noch jetzt einen riesen Vorsprung. Ja, nein, es geht nicht. Ich muss weiter vorfahren und muss länger auf denen drauf bleiben jetzt. Ich weiß gar nicht, was er jetzt gesagt hat hier. Vorne ist der Verne. Der Jean-Eric Verne. Oh! Haben wir böse verbremst. Alter, die Kurve muss so aufpassen, weil die Leitplanke ist hinter ihm
hinter einem kleinen Strassenrändchen. Und das Rändchen zählt aber, also du kannst nicht über das Rändchen reinbrettern und das ist gut. Wow, genau das gleiche Überholmanöver beim Van wie genau gleich wie beim Kwiat, habe ich genau das gleiche abgezogen. Sehr gut. Oh shit. Jetzt hat der Motor müssen ein bisschen heizen gerade. Voll in der roten Dreizahl gewesen. Oh fuck, ey, aufpassen, aufpassen. Hey, jetzt bitte einfach keinen Fehler mehr machen, ich muss jetzt sauer vorsichtig fahren, ich will nicht das Auto an den Arsch machen jetzt. Vorne haben wir Perez auf Platz 10, das heisst, wir wären schon mal in der Punkteliste drin, da hätten wir mal 1 Pünktchen immerhin. Ja, ein paar neue Reifen wären jetzt schon noch geil. Es sind zwar noch gute hier, aber man merkt so gleich auch mit der Zeit werden sie ein bisschen schlechter. Sind halt dann auch einfach gebraucht. Und ich habe jetzt schon gute 10 Runden drauf. Oh, shit. Okay, keine Verwarnung gegeben. Shit, das kann ich nicht überholen da. Perez! Fahr. Shit.
aussieht, haben wir noch etwa 25% des Startbenzins im Tank. Noch 25% Benzin. Geh sanfter mit deinen Bremsen um, sie überhitzen gerade. Wenn du so weitermachst, könntest du Probleme kriegen. Lewis Hamilton hat das Rennen heute mit einer eindrucksvollen Demonstration seiner Stärke dominiert und hochverdient gewonnen. Er scheint sich an diesem Wochenende in seinem Mercedes sowas von wohl zu fühlen und obendrauf gibt's neben dem Pokal noch 25 Punkte. Ja, heute haben sie wirklich alles gegeben und haben verdient gewonnen. Ein toller Erfolg. Nach all der Spannung wäre es verrückt, wenn sie das nächste Rennen verpassen würden, aber den Fehler machen sie nicht. Wir hoffen, sie wiederzusehen, also bis dann.